Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Ein Sommer in den Schweizer Bergen auf einer Hütte. Wir sind zu Gast in der Spannorthütte über dem Engelberger Tal. Die Hütte ist klein und alt. Das ändert sich nächstes Jahr. Sie wird umgebaut. Das macht der Silvia, Hüttenwart, in Kummer. So, voilà. Ihr Mann, der Martin, hat einen Job im Tal und ist darum nicht dabei, wenn es oben um die Wurst geht. Schier mehr Luxus, als ich daheim habe. Ja, aber ja, ich freunde mich langsam an, muss ich sagen. Hoch über dem Aletsch-Gletscher thront die grösste Hütte der Schweiz. Die Concordia-Hütte. Da ist im Sommer alles anders. Der Christoph ist doppelt gefordert. Seiner Frau, der Sarah, geht es gesundheitlich gar nicht gut. Sie muss ins Tal für eine Chemotherapie. Es ändert sich gerade relativ viel für mich. Wir sind sonst meistens am gleichen Ort. Die ganze Familie. Die Capanna dall'Albinia. Die Hütte in Bergell ist das Zuhause von einer jungen Kletterfamilie. Anna-Marie und der Martin haben einen schwierigen Start in die Saison. Ihnen macht der Umbau für Seilbahn zu arbeiten. Es fehlen Tagesgäste. Das ist unsere Lebensader ein bisschen. Wir merken es jetzt bei dem wahnsinnig schönen Wetter, wie wenig Leute das wir haben. Das ist SRF bei den Leuten. Heute Geschichten. Die Spannorthütte in der Innerschweiz. Es ist noch Anfang Saison. Die Hütte ist uralt und sehr einfach. Und genau das Einfache und Rustikale liegt der Silvia am Herzen. Dass ihr die letzte Saison auf der ursprünglichen Hütte ist, gibt ihr zu denken. Bis vor kurzem hatte ich wirklich recht Mühe, mich von der jetzigen Hütte zu lösen. Und auch ja, halt mit dem Gedanken, dass danach halt eine modernere Hütte da kommt. Das Umbauprojekt ist schon recht konkret und rückt näher. Das ist der zuständige Architekt, der Dieter Schlatter. Wir lassen jetzt noch schnell die Tiefe messen. Die Leute werden immer länger. Oder? Wo sie bauen haben, sind die Leute noch nicht 1,80 groß gewesen. Da hat es noch gelungen, oder? Aber jetzt sind einfach die Betten zu kurz. Also, was hast du dort? 1,90, oder? 1,79,5. 1,79,5 ins Bett lang. Ja. Und wenn wir jetzt hinten noch isolieren, verlieren wir noch mal ein paar Zentimeter. Also wenn etwa rund 20 Personen essen dann da. Jetzt mache ich Spätzle für die und gleichzeitig koche ich auch zur Nacht kochen für auch etwa über 20 Gäste, die kommen, die ich erwarte. Also ich habe gar nicht gross Zeit, am Umbau nachher zu studieren oder irgendwie mitzuhören, quasi, was sie jetzt da diskutieren. Sondern ich muss jetzt einfach meine Arbeit machen, damit ich dann wirklich auch
durchkomme mit allem. Ja. Silvia? Ja, hallo. Komm rein. Können wir das mal Ja, ja. anschauen miteinander? Ich würde sagen, hoppala. Warte, ganz nass. Das Wichtigste ist sicher für uns, dass wir die alte Hütte so bestehen lassen, möglichst, was sie hatte. Nämlich die 3 Teile aus dem 1880, aus dem 1902 und der Eschenmoser Anbau, der nachher noch in den 70er Jahren passiert ist. Unten an der Terrasse kommt der Neubauteil dran, wo wir die neuen Schlafräume machen und wo auch die Nasszellen, die wir bis jetzt nicht hatten, dort rein. Und es gibt für den Hüttenwart, der auch nichts hatte bis jetzt, ein WC, eine Dusche, die Wäschmaschine. Wow. In dem Fall muss der Martin die Kleider nicht mehr abtragen und unten waschen. Nein, oder ich muss sie da von Hand waschen. Nein, ich komme mit der Luxus. Wäschmaschine rüber. Ja, Wahnsinn, ja. Ich habe einfach ein Problem. Ja. Der Aaron sagt jetzt schon, aber ich will ein Bett, wo ich hier oben schlafen kann. Also ist das dann auch der Fall, dass wir könnten dass wir ein Hochbett haben? Ja. Also weißt, da müssen wir jetzt schauen, wie wir das übereinander lagern können, so dass man vielleicht unten schreiben kann und er oben schlafen kann. Ja. Oder so, das können lösen. Weil wir bauen die Hütte natürlich für 30 bis 40 Jahre. Und der Hüttenwart wechselt vielleicht möglichst lange nicht, aber vielleicht nach 10, 20 Jahren gibt es wieder einen Wechsel und dann gibt es einen neuen Hüttenwart, der wieder andere Bedürfnisse. Ja, und das darum müssen wir das anschauen. Ja, sehr gut. Ja, ich freunde mich langsam an, muss ich sagen. Ja, jetzt auch wenn ich jetzt wieder da oben bin und wirklich arbeite und alles mit der Familie, dann merkt man halt, es ist halt schon extrem eng, so wie wir jetzt wohnen oder sind. So, das jetzt einmal rechnen und das einmal in die Baukommission einbringen. Ja? Der Umbau ist im nächsten Sommer. Silvia hat also noch ein bisschen Zeit, sich mit dieser Tatsache anzufreunden. Das ist die Capanna dall'Albigna in Bergell. Seit 2 Wochen sind Anna Maria und ihre Familie hier oben auf der Hütte. Uns geht's gut. Nach der ganzen Aufregung vom Packen und vom Zügeln und vom da oben angehen, sind wir jetzt wirklich angekommen. Und jetzt tut es gerade gut so ein bisschen laufen und da ein bisschen geradeaus fräsen, gell, seht? Der Ausflug mit dem Seet hat einen Grund. Die Seilbahn, die die Leute auf den Berg bringt, wird neu gemacht. Und dort siehst du den Backer. Das ist der Menzimug. Der Menzimug. Damit es mit dem Helikopter den gut sieht. Dass die Bahn noch nicht läuft, merkt Anna Maria gut auf der Hütte. Tagesgäste fehlen. Wenn die Bahn dann endlich wieder fährt, weiss die Hüttenwartin nicht. Dürfen wir reinschauen? Ui. Ja. Dürfen wir schauen? Komm. Ah, okay. Je früher drauf, umso besser. Anna Maria zählt schon fast Tage. Das ist unsere Lebensader. Wir merken es jetzt bei dem wahnsinnig schönen Wetter, wie wenig Leute das wir haben. Sonst würden wir jetzt um die Zeit rebeln. Und es ist schön, es hat immer Leute, aber es ist ein Bruchteil davon. Darum freuen wir uns, wenn sie dann wieder da ist und wieder läuft. Und dann hoffen wir, dass es dann keine Verzögerungen gibt. Gut, meinst du? Zeitlich schon. Sind wir drin, gell? Ist es 16. oder 15.? Bei uns sind es immer am 15. gesagt worden. Samstag 16, oder? Nein, bei uns ist eben immer am 15. kommuniziert worden. Ich muss dir mal fragen, die Woche vor, weil wir hätten 2, 3 Grüppli, die aufgehört. Ja. Das ist gut. Hey, dann können wir dann mit der neuen Bahn fahren. Gut, meine. Und ihr müsst runterlaufen. Das ist ja schön, sie sind du merkst, alle sind stolz auf die Bahn, die es so gibt. Ich meine, es ist auch eine grosse Geschichte. Sie sind eine Überstunde machen, haben sie gesagt. Es gäbe jene Nachtschichten. Ich bin froh darum, ich habe Danke gesagt.
Es sind aber immer noch 10 Tage bis zur Eröffnung der neuen Bahn. Für die Bergstation braucht man eine knappe Stunde bis zur Albinia-Hütte. Mit dem See auf dem Buckel ein bisschen mehr. Hallo. Streng, jetzt am Schluss habe ich den See noch getragen. Aber er ist weit gelaufen. Ja. Nein, ist cool, Luna. Sie schwätzen nicht schon auf dem 16. Das schon? Wir dann anrufen. Noch fragen. Und sie machen die recht Überstunden. Ja. In der Gemeinde. Also sind Sie optimistisch, dass dann wirklich auftut? Letzte Woche irgendwie sie wirklich also die Nacht durchgeschafft. Ja. Ja, der Elektriker. Gut, dann bin ich froh, dass es so Gas geht, nicht? Ah ja, das ist schon. Der Riccardo war drin. Ja. Und noch einer von dieser Firma. Nützt ja nichts, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, wie viele Übernachtungen wir bereits hatten und wie viel wir sollten haben oder verglichen hätten mit anderen Jahren. Das spielt keine Rolle, weil wir können an dem de facto nichts ändern. Und die Bücher werden gemacht Ende Saison. Dann kann man schauen, wie die Kasse da steht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und sich irgendwie darüber zu nerven, dass jetzt im Moment wenig läuft oder dass man mehr Leute müsste haben, das ändert an der Situation noch nicht. Also die kommen nicht auf, wenn wir uns nerven. Oder? Ihr habt genug? Oder? Mich ist gut. Das ist gut. Danke. Gsteigweiler im Berner Oberland. Die Concordia-Hütte muss ohne ihren Hüttenwart auskommen. Seine Frau Zara hat Krebs. Vor einem Monat haben die Doktor bei ihr einen Eierstockkrebs im Frühstadium entdeckt und sofort operiert. Daraufhin hat sie wieder heim dürfen, um sich zu erholen. Gestern hat Christoph plötzlich schlechte Nachrichten gekriegt. Zara ist wieder im Spital. Nein, bis heute Abend, nicht bis morgen. Der Christoph ist so schnell wie möglich von heute oben runtergekommen. Seine Eltern sind aus der Ostschweiz angereist und kümmern sich um die Kinder. Heute gehen sie die Mama im Spital zu Thun besuchen. Jetzt kannst du da. Schau, Familie im Zaun ist da. Haben Sie gerne einen Familienwagen? Ist das? Ist das cool? Freut ihr euch eigentlich? Hä? Was? Kommt Besuch machen bei der Mama. Ja. Gut. Bei Ihnen merke ich nichts an. Also man sicher nicht etwas, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass sie bedrückt wären oder traurig oder irgend so ein negatives Gefühl. Überhaupt nicht. Und der Levi ist nicht gerade der, der viel erzählt. Bei ihm weiss man nicht so recht, was in ihm abgeht. Aber ja, so rein jetzt von mir her, vom Gefühl her, habe ich das Gefühl. Ist da recht unbelastet. Der Christoph hat noch keine Ahnung, wie er die Saison auf der Concordia-Hütte überhaupt meistern soll. Er schaut von Tag zu Tag. Planen bringt nichts in dieser Situation. Was ist? Komm, kommst du auch? Tipptopp. Und jetzt könnt ihr rein. Auf. So. Hoi. Klar. Das Kindergartentest hast du auch dabei? Schau mal. Von daheim, vom Garten? Nach der Operation war Zara gut 2 Wochen daheim, bis es ihr auf einmal ganz schlecht gegangen ist. Es ist ein bisschen diffus. Das Ganze, also dass ich jetzt wieder da bin. Ich selber habe auf Magen-Darm-Grippe daheim getippt. Und sie haben gemeint, wenn ich nicht operiert wäre, hätte man jetzt wahrscheinlich auch so Vermutung angestellt und mich auch so behandelt. Ich hoffe einfach ganz fest, dass man nicht noch mal im Bauch hineinschauen muss. Haben sie es heute gleich noch mal angesprochen. Das wäre scheiße. Und ich habe aber auch gesagt, also wenn es irgendwie machbar ist, oder ich muss einfach wissen, was es wirklich bringt, muss ich ganz genau wissen. Eine weitere Operation, das wird Zara auf keinen Fall.
Es tut viel weniger weh. Und ja, kein Fieber mehr. Gut, ich komme da auch jenseits über, wo wahrscheinlich auch fast kein Fieber mehr haben. Aber nein, das ist schon besser. Und es ist mir nicht mehr dauernd so Kötzchen und einfach so. Es ist schon angenehm. Der Saisonstart hat sich die Familie Sager definitiv anders vorgestellt. Golfplatz Engelberg, in der Zentralschweiz. Während Silvia und ihr Sohn Aaron sich auf der Spannorthütte um die Gäste kümmern, hat ihr Mann, der Martin, im Tal zu tun. Er ist Greenkeeper. Das ist ein 100% Job. Dank dem, dass die Hütte gut erreichbar ist, ist es eigentlich gut machbar. Man muss einfach schon ein bisschen daran hin im Sommer. Ja. Es ist schon streng manchmal. Aber im Winter sieht es ein bisschen anders aus. Und das ist auch die Motivation, dass der Sommer endlich vorbei ist. Und ja, der Mama schon durchbeissen, sage ich aber. Ja. Mindestens einmal pro Woche und jedes Wochenende läuft der Martin zu seiner Familie auf die Hütten rauf. Pro Saison sind das knapp 50 Mal. Das braucht ziemlich viel Sprit im Tank. Er wird heute Abend rauf. Ich bin etwa um 5:30, 6 in der Hütte, probiere vor dem Nacht halt dort zu sein. Und dann oben helfen, schnell etwas essen. Und dann meistens gibt es noch viel abzuwaschen halt und so, dann ein bisschen anpacken. Aber ich sehe das nicht als Arbeit eigentlich in der Spannorthütte. Das ist für mich eine andere Welt dort oben und ich kann schon abschalten, eine Art. Und am Morgen, wenn ich wieder arbeiten muss am nächsten Tag, dann gehe ich halt, je nachdem, wenn wir anfangen, 3:10 Uhr aufstehen, anlegen, weg. Die Golfsaison läuft parallel zur Hüttensaison, also vom Mai bis im Oktober rein. In dieser Zeit ist er meistens allein daheim. Also ich viel schreibt Silvi wieder irgendetwas, WhatsApp oder sicher telefonieren am Abend, jeden Tag. In letzter Zeit läutet sogar der Aaron selber an. Also Silvi gibt die Nummer ein und dann schnurrt nur er. Das ist aber noch herzig, ja. Aber vermissen ihn manchmal schon. Albinia-Hütte in Bergell. Da geht es heute um Leben und Tod. Wurst? Das können wir zum Morgen essen. Ja, was erzählst du das? Trotz super Wetter ist nicht viel los auf der Hütte. Die Seilbahn läuft immer noch nicht. Was machst du mit den Fehler? Den Betrieb mit den Kindern führen oder sie um uns herum haben, das ist im Moment nicht stressig, weil wir eigentlich wissen, dass wir genug Zeit haben. Also wir wissen, wir kommen bis am Abend durch, auch wenn wir sie ein bisschen zum Teil herum haben und wenn wir gewisse Sachen mit ihnen machen, die das ein bisschen langsamer sind. Wir haben nur 15 Gäste heute Abend und dann funktioniert das schon, dann kriegen wir das hin.
Das ist im Moment sicher ein bisschen eine spezielle Situation, dass wir das alles mit den Kindern machen. Aber es ist ja gar nicht so viel anders wie daheim auch. Daheim bist du ja auch, machst du alles mit den Kindern, oder? Die sind auch umeinander. Und von dem her kann man sich da schon zu organisieren. Hast du alle Fahrzeuge drin? Drinnen können wir Barrieren bauen. So, da. Ich gehe mal noch geschwind den Nagel holen. Ist gut? Was ist? Wir haben die Maus. Seht, wir haben die Maus gefangen. Du musst schauen. Die Maus ist im Keller. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Sie lebt noch. Man kann auch die Maus anschauen. Warte, ich komme gerade ab in den Raum. Armes Tierli. Schau mal. Ich glaube, wir töten es nachher halt töten. Weil sonst die Maus, weißt du, wenn man sie wieder rauslassen, kommt sie sofort wieder in die Hütte rein. Und dann geht sie alle guten Sachen. Dann geht sie an die Esswaren an. Und dann gibt es plötzlich noch junge Mäuse. Und dann gehen die auch an die Esswaren an. Es nicht. Wenn wir sie dort reinlassen, dann müssen wir sie nicht töten. Ja, aber weißt du, dort drin ist das Müsli auch nicht. Das ist kein Leben für eine Maus, weißt du, das so sie hat Angst. Elli will mit der Maus spielen. Nein, das machen wir nicht. Kannst du ihm Tschüss sagen? Ciao, Müsli. Komm, mach das jetzt. Martin, lass schon. Ja, okay. Seht geht auf mit der Mama. Komm. Ist das noch nicht tot? Sicher nichts Schönes, wenn du so ein Tier töten musst, aber es gibt keine Alternative. Schlussendlich können wir es jetzt einfach über die Freie lassen, wenn die noch eine Staumauer bringen. Die wird den Weg relativ geschwind wieder zurückfinden, das sind schlaue Viecher. Oh, verdammt, jetzt ist sie noch fort. Ei. Das Müsli ist jetzt unten. Und vielleicht holt sie den Bartgeier, wer weiß. Oder den Fuchs. Oder vielleicht picken sie auch die Dohlen auf. Wir thematisieren das halt. Also das ist etwas, wo wir ganz normal darüber reden mit den Kindern. Das Leben und der Tod und dass ein paar Tiere von sich aus sterben. Aber eben auch jetzt, wenn ich muss, dass wir die töten müssen. Aber es ist mir dann auch wichtig, ihm zu erklären, warum dass wir sie töten müssen. Also nicht, dass er jetzt zuschauen muss, aber dass er jetzt merkt, das Müsli hat jetzt gelebt und jetzt ist es tot. Ich glaube, das Kind kann schon mit dem umgehen. Der Seet hat heute auf ganz einfache Art und Weise eine Lektion für das Leben gelernt. Gsteigwiler im Berner Oberland. Sarah von Concordia-Hütte ist wieder daheim vom Spital. Ein Infekt war die Schuld, dass sie flach gelegen ist, nicht der Krebs. Schön draußen. Und einfach ja, wieder so die Abwechslung, das Grün und der blaue Himmel und die Kinder rundherum und das Leben. Gell? Aber es ist halt gleich einfach alles ein bisschen anders. Es ist einfach immer etwas im Hinterkopf. Ja, wenn ich morgen verwache, dann ist das Erste, was kommt. Im Moment. Aber eigentlich haben wir es jetzt schon schön wieder. Heute fängt die Sommerferien in der Schule an. 6 Wochen frei. Das wird in Gsteigwiler gefeiert. Morgen will die ganze Familie auf die Hütten fliegen. Sarah geht mit auf die Hütten rauf. Sie will Kraft danken für die Chemotherapie, die schon bald anfängt. Wir haben gemerkt, dass es uns mehr wird bringen, wenn sie jetzt einfach noch ein bisschen Tapetenwechsel hat, noch mit raufkommt.
auch hier oben kann schauen, wie Kind und alles. Das, einfach so vom Gefühl her habe ich das Gefühl, ist das sehr wichtig für sie und auch für mich, dass wir jetzt hier miteinander tun können. Also ich kann sagen, der Moment, wo sie dann wieder runter muss in einer Woche, der ist vermutlich ein bisschen zäh. Das ist auch noch gerade hart, der Moment. Das schießt mich jetzt schon an. Aber unterm Strich ist es auf jeden Fall gut, dass es jetzt noch raufkommt. Schon in einer Woche geht die Therapie für Sarah los. Es sieht ganz danach aus, als könnte sie den ganzen Sommer nicht mehr auf die Hütte rauf. So ein bisschen verhalten. Sonst würde ich mich Hennen freuen. Normalerweise, wenn es hochgeht. Oh, Papa, weißt du, warum dass ich jetzt schon genug habe? So kann ich noch ein bisschen rauf. Wegen dem Kopf. Aber ich weiss halt auch, was nachher kommt. Oh, jetzt das Glas hat Ich habe es nicht einfach vergessen. In der Innerschweiz ist der Martin unterwegs zu seiner Familie auf die Spannorthütte rauf. Als Handgepäck hat er eine Bohrmaschine dabei. Hallo? Hey, Papa! Hallo! Was ist das? Bohrmaschine? Hallo! Für den Weg zu fliegen. Oh, wie war es? Oh, scheiß Weg. Ja, Ist es gegangen? Am Montag haben wir in der Kürze ein wahnsinniges Gewitter da gehabt. Und das war also nicht mehr lustig hier oben. Es hat wirklich gerumpelt und gerumoret und hat den ganzen Weg kaputt gemacht. Die ganze Wasserfassung war kaputt. Und es ist recht unheimlich geworden da. Ja. Also ich habe eigentlich am Dienstag bin ich dann mal ein bisschen durchgegangen und habe dann eigentlich erst realisiert das Ausmaß von dem ganzen Gewitter, was am Weg passiert ist. Und ich konnte nur Gott danken, dass niemand unterwegs war, weil die wären alle das Loch ab. Ja, das war also sehr, sehr eindrücklich. Ich nage jetzt noch dran. Ich muss sagen, es geht einem nicht so spurlos vorbei. Wetter hat es schon viel gegeben, aber so etwas. Ja. Ich war ja nicht oben, aber ich sehe jetzt am Weg, wie ich wieder reinsehe. Der Weg zur Hütte rauf muss der Martin jetzt so schnell wie möglich flicken. Sonst können die Gäste nicht auf die Hütte. Ja, nicht schlecht, ja? Ja. Passt das schon noch an, weißt du? Muss die Bohrmaschine noch haben, weißt du, Aber man sieht jetzt gar nicht mehr, wo das ist durchgegangen, weil ein grosser Stein, der unten durchgelaufen ist, der ist komplett gekippt oder weg. Also es sieht einfach ganz anders aus jetzt. Aber da unten kommt man gut wieder durch. Das Problem ist mehr da oben, der eine Stein, der ist ausgebrochen, der hat einfach die Tritte weggeschlagen, die vom alten Weg. Ja. Das ist das Hauptproblem. Und die Tritte müssen jetzt wieder in Felsen gebohrt werden. Das gibt noch zu tun, bis spät in den Abend rein. Im Bergell auf der Albinia. Ich gehe jetzt an meinen Bruder seine Hochzeit. Und jetzt geht es gerade gut aus. Jetzt kann ich das gerade mit dem Helikopter machen. Also nicht ganz bis auf Flims, aber zumindest bis zum Auto. Aber kann ich jetzt fliegen. Ja. Das ist auf der einen Seite sehr eine zweite Sache, dass man das machen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch schade, dass der andere nicht mitkommen kann. Dass das jetzt vom Datum her so ist, dass man einfach nicht beide weg von dieser Hütte. Oder? Tschüss.
Ciao, lieber. Bis morgen. Tschüss. Bericht ist noch, gell? Ja. Das ist ein lieber Gruß. Tschüss miteinander. Ciao. Ciao, ciao. Bis morgen. Ciao, Novella. Ciao. Die Seilbahn läuft immer noch nicht. Da kommt der Heli gerade recht. In der Hütte ist jetzt Anna-Maria der Tätschmeister. Und zwar allein. Sie will die neue Hüttengehilfin auf den heutigen Tag einschwören. Sie ist fast Full House. Also, ich habe gesagt, heute Abend ist das Ziel, um 9 Uhr Feierabend zu haben. Und vielleicht, ehrlich gesagt, heute Abend wäre für jemanden von euch okay, wäre, mit den Kindern während der Nachtzeit sein, weil ich während dem Kochen sein. Sicher so ab die 6 Uhr muss ich einfach wieder vorne sein. Und wenn jemand will, gelegen oder knetten oder was auch immer. Die ersten Gäste trudeln schon ein. Oliver, hoi. Anna-Maria. Ciao. Fertig machen. Das Ziel ist immer noch bis um 9 Uhr fertig. Vielleicht ist es eine Illusion. Wir haben eine Gruppe, die heute den letzten Abend hat. Wir sind die ganze Woche da. Die werden sicher 1-2 Schnäpsli nehmen. Aber ich glaube noch dran. Ja. Also komm. Gut hat Anna-Maria Hüttengehilfen, die sich auch einmal um die Kinder kümmern. Für die hat sie heute nicht auch noch Zeit. Ja. Wo ist ein Polizist? Ja, jetzt Ton. Voilà. Spaghetti bolognese. Guten Appetit. 6:45. Der Hauptgang ist geschickt. Das Ziel von Anna-Maria am 9. Uhr Feierabend liegt noch drin. Da auf der Seite. Da. Die Gofen müssen aber auch noch ins Bett. Ja. Magst du noch nicht? Oh. Schlaf noch nicht. Sterne, die so scheinen. Das ist tipptopp, das ist super, meine. Es ist ein guter Abend. Wir waren jetzt gerade auch dran, alle Uhren geschaffen, obwohl sie erst auf der Hütte angekommen sind. Nein, super, wirklich super, ist auch cool. Hey, wieder Robin zuerst, gell? Ja. Wir haben schon danke, gell? Minuten wenn wir ja nicht. Ziel erreicht. Super. Spannorthütte in der Innerschweiz. Da wird heute gefeiert. Zusammen mit einer der 4 Töchter dekoriert Silvia die Hütte. Der Aaron wird heute 5. Mit 20 ist Silvia zum ersten Mal Mama geworden. 4 Töchter hat sie geboren. Der Aaron ist ein Nachzügler und von ihrem jetzigen Mann Martin. Das Tattoo auf dem Arm, das sind alle Geburtstage von ihren Kindern. Also eigentlich wollte ich immer 6 Kinder. Die 4 haben wir dann mit dem ersten Mal gestoppt und jetzt mit dem zweiten habe ich noch mal einen kleinen Prinz bekommen. Und das ist sehr speziell. Wirklich. Es ist ja, sehr schön auch. Und man kann es ganz anders genießen.
Der Aaron ist halt eigentlich jetzt allein eher. Ich habe ihn allein bei den Mädchen. Da hatte ich ja die 4 Mädchen innerhalb von 5 Jahren gehabt. Und das ist so wie ein kleiner Kindergarten oder Spielgruppe daheim gewesen. Und die haben so schön immer miteinander gespielt. Und jetzt der Aaron ist eigentlich fast wie ein Einzelkind, obwohl er 4 Schwestern hat, aber die sind halt wirklich schon gross. Und er ist halt ein Bub und das merkt man schon auch. Es ist ganz ein anderer Charakter, der dafür kommt. Die Mara ist die älteste Tochter von Silvia und die Gotti von Aaron. Sie ist extra für das Festchen raufgekommen. So, dachte gut, gell? Zum Ausschlecken. Ja, da. Ich weiss, dass ihr das immer beliebt habt als Kind. Ich konnte immer doppelte Portionen Teig machen. Es ist immer Mailänderli Teig und so. Es war immer ein Kampf, wer ausschlecken. Also wir haben es eigentlich super zusammen. Es ist nicht mehr eine Tochter, also schon auch eine Tochter-Mama-Beziehung. Sie sind auch wie Freundinnen zu einem. Und ja, wir haben es wirklich ganz toll. Auch die Mädchen untereinander sind. Es ist jede verschieden, aber sie haben es wirklich super miteinander. Es ist wirklich schön. Und sie wohnen auch nahe. Und so oft sehen wir uns, aber auch nicht. Also wir hocken da nicht aneinander auf den Pellen. Also das gar nicht. Das würde auch nicht gehen. Wenn wir zusammen sind, dann genießen wir es. Ja, genau. Ja. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Aaron. Zum Geburtstag viel Glück. Willst du etwas wünschen? Ja, super! Komm, Nice! Jawohl! Yeah, bravo! Wow! Das ist am schönsten eingepackt, hat er gesagt. Ah, ja. Darum hat er es zuerst. Ja, das Gotti hat halt nicht so viele Möglichkeiten gehabt mit einpacken. Was ist denn? Komm, ich helfe mal. Hast du das Büchlein mit der Lupe? Hoch über dem Jungfraujoch. Die ganze Familie Sager ist unterwegs zur Concordia-Hütte. Für Zara wird es ein kurzer Sommer dort oben. Willkommen. Hi. Ja, sind wir da? Ja, Simon, magst du noch besinnen? Das Schützli her, das letzte Mal. Schön. Hm? Und wahnsinnig ruhig halt einfach. Da wie immer, wenn die Gäste nachher weg sind, dann ist es einfach nur noch so die Gletscherwelt. Und jetzt hörst du den Bach wieder im Sommer. Dann ist einmal so Ruhe vor dem Sturm. Dann siehst du da Gruppen runterlaufen wie Ameisen. Und dann läuft wieder ein paar Stunden Vollgas und nachher ist wieder der Gletscher und wir allein. Die 3 Kinder sind die nächsten 6 Wochen dort oben und spielen beim wahrscheinlich höchstgelegensten Sandkasten der Schweiz. Hilfst du ein bisschen, Levi, oder wie machen wir das? Ja, ich helfe. Ja, ich Helfen müssen wir dann gerade die Hände eins zum Hosensack rausnehmen. hat doch 2 Lochen, oder? Genau. Das Gelände um die Hütte herum ist stotzig. Der Levi ist sich das aber gewohnt. Seit Geburt kommt er da rauf.
denke, wenn da eins vertrohlt, dann kann man den Kopf anschlagen und man kann das Bein brechen und alles. Das kann alles passieren, aber das kann überall passieren. Und das sind Erfahrungen, die sie vielleicht brauchen. Sie lernen das automatisch, sich zu bewegen und die Gefahren einschätzen. Du hast gerade heute die Saison eröffnen. Die Sommersaison. Ja. Bei der Luftseilbahn. Super. Es geht super. Immer noch gleich streng wie letztes Jahr. He? Ja. Noch kein elektrischer Motor. An dem müssen wir noch arbeiten. Nicht einmal angestanden. Zara ist drinnen am Arbeiten. Die neue Hüttengehilfin, die ihren Job übernehmen soll, braucht eine Einführung. Und dann tust du 4-mal die Zeit nicht. Es geht um die Bedienung der Kasse. Die Variante ist noch, dass du da so durchgehst. So kommst du auch Seite für Seite. Ja. Und jetzt, wenn man rausgeht, in diese Liste, dann bleibt es erhalten. Sonst, wenn man nichts drauf tippt, dann geht es nachher weg. Das sind die Nickel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre gar nicht so recht dazu. Und ich selbst fühle mich auch nicht so, aber gleich. Ich merke, dass es mir gefällt, wenn ich in dieser Kasse bin. Und wenn dann darf ich noch ein paar Gäste kommen. Das ist ja eigentlich das, was mir so gefällt. Wenn es läuft und wenn Leute da sind. Und genau das kann sie wahrscheinlich diesen Sommer nicht machen. Die Chemotherapie im Tal dauert 9 Wochen. Wie der Körper darauf reagiert, weiss Zara noch nicht. Dass die jetzt runter muss, das sind halt einfach die Empfehlungen von der Ärzte, dass das wie die komplette Therapie ist für jetzt meinen Fall. Und mit dem sollte ich nachher wirklich gute Prognosen haben. Und für mich war sehr schnell klar, dass ich diesen Vorschlägen folgen möchte. Ja, einfach um mir möglichst gute Chancen zu wahren. Dass ich halt dann, jetzt halt einen kurzen Sommer, aber nachher noch möglichst viel Mal da raufkommen kann. Und ja, jetzt wird es ein bisschen intensiv und hart. Aber wenn es nachher gut ist, dann ist ja dann das schlussendlich, ja, dann kann man sicher das gut irgendwo wieder auf die Seite legen. Genau. In der nächsten Folge muss Zara Tschüss sagen und ins Tal runter. Sie hat ihre Krämpfe mit Selbstzweifel und psychisch recht am Boden. Bei Silvia auf der Spannorthütte steht ein Sternekoch am kleinen, uralten Herd. Ich habe noch nie auf dem Holzherd gekocht, ich habe noch nie auf einer Berghütte gekocht. Ich habe schon an vielen Orten gekocht, aber das noch nicht. Und in Bergell ist es endlich soweit. Die neue Seilbahn ist fertig. Wir sind natürlich schon extrem stark abhängig von dieser Bahn. Das haben wir jetzt gesehen, also im Vergleich zu vor der Bahn offen hatte, wird es jetzt also wirklich massiv abgehen. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.